Herzlich willkommen Krautmärt für eine Sitzung, wo engem schwerfällt du so zu machen. Das haut den Hommage und den verstorbenen CSV-Deputierten Max Hengel. Gestern bei der Vereidigung vom Lieutenant Repräsentant Guillaume waren just 50 Leute, die hier an der Plenär Platz geholt hatten. Platz von Max Hengel war eitel, sein Foto steht heute an Deputierten sind am Trauerhaut versammelt für ein Hommage und den Deputierten Max Hengel. Et Sitzung hai as loa Präsenz vun enger ganze Reihe Membern vun der Regierung, och eng Party natürlich Familie an der Frinn a Bekannten, och Leute aus Ministerien op der Tribüne, wie gesot e besinnliche Moment den Hommage und de verstorbenen Deputierten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Familie von Herrn Max Hengel, haut zu mir engem liebe Kollege an der Séance publique Eddy. Der 17. August hatte mir die traurige Novelle vom Tod von unserem Kollegen Max Hengel gekriegt. Es war ein Schock, auch wenn wir wussten, dass er krank war. Der Max hat überall ein ganz tiefes Lachen los. Vierop bei seiner Familie, an seinen Freunden, aber auch an der Chambre. Und nicht nur an seiner Partei und Fraktion, aber quer durch alle politischen Parteien an seiner Gemeinde und an den Vereinen. Der Max ist für über 2 Jahre an die Chambre noch geregelt, wie die demalige CSV-Deputierte aus dem Osten François Setogage demissioniert hat. Bei der Wahlen zur Jod, als sie herumgewählt ging. Der Max war gern Deputierte. Ich kann mich an seine Begeisterung bei seiner Untrittsrede ganz gut erinnern. Und ich erinnere mich, wie er am Anfang von dieser Legislaturperiode, da war ich schon krank, aus der Klinik mit Peng hingekommen ist, für sich direkt an nicht recht ein paar Tage danach assermontieren zu lassen und dann danach an die Klinik zurückgeführt. Der Max war ein Politikfreak, wenn ich mich so ausdrücken darf. Seine Familie, die weiß, worüber ich schwätze. Nur engem, wie hier so, über den Droit hat er Geschichte und Politikwissenschaften studiert. Nach seinen Studien ist er 2006 als Mitarbeiter an der CSV-Fraktion ging, danach Sekretär Parlamentär adjoint und politischer Koordinateur. 2011 hat er direkt Ja gesagt, wie er gefragt ging, für sich selber an der Politik zu engagieren. Was war seine Motivation? Die Antwort hat er selber als seiner Untrittsrede an der Chambre den 11. Januar 2022 ging. Seine Motivation wäre ganz einfach die Leute. Ich zitiere hier. Ich engagiere mich schrecklich gern mit den Leuten und ich schaffe für die Leute. Das ist meine Passion. Aber für mich ist es doch wichtig, dass wir am stressigen Alltag nie vergessen, dass wir alle just hier sitzen, weil wir hier gewählt sind. Und dass es als Aufgabe ist, für das Wohl der Leute zu sorgen. Der Max war immens motiviert für seine neue Mission als Deputierter umzugehen. Und das hat er noch gemacht, mit Leib und Seele. Durch seine berufliche Erfahrung wusste er, wie die institutionelle parlamentarische Räderschach gingen drehen. Für ihn wird Politik ein Teamsport. Er sagt bei seiner Vereidigung, und ich zitiere noch, als Einzelkämpfer können die meistens nicht ganz weit, aber zusammen kann er vieles bewirken. Ich zitiere noch einmal, weil seine Rede vor 2 Jahren mit Einfachheit und Ehrlichkeit erklärt wird, wie und wie er war. Der Reiz von der Politik war für ihn, ich zitiere, möglichst viele Meinungen und Ideen unter den Hut zu kriegen, die es eben so an der Bevölkerung gibt, und daraus eine Position zu formulieren, die eine möglichst große Majorität kriegt. Hier hat immer den Zusammenhalt an die Harmonie gesicht und noch meistens fand. Zu seiner Zeit als Fraktionsmitarbeiter habe ich viel mit Max verschaffen, wenn wir als Beit um Gesundheitspolitik bekümmert haben.
Für mich werde Max immer eng Zuchttest den ugeschloen huet, wann ich zu weit gegangen sinn oder nicht verständlich wäre, dann wird man erklärt, das ist kompliziert, das ist unverständlich, das ist schwer Lützeburgisch. Das wären dann eine Purzitate, die ich immer an immerem zeiere gut. Und hat recht. Politik muss nur bei den Leuten sein, das wäre sein Credo. Und dann hört man seine Meinung, heinst du ganz brutal gesagt. Aber nie für weit zu tun, immer für zu helfen. Und ich bin heute noch dankbar dafür. Als Deputierten und als Präsident von der Gesundheitskommission, eine Kommission, die für rund schon 16 Jahre als Fraktionsmitglied begleitet hat hin ob Seng, wie hier nicht dann, hast du selber genannt, ob Seng gewinnt, offen, pragmatisch und diplomatisch erderweise geschafft. Modestie wäre, ob Seng ganz sympathisch erderweise nicht immer sein größte stärkt. Ihr wollt mal packen. Die Herausforderungen an der Santé umzugehen. Hier hat sein Dossier in Kant, war immer gut vorbereitet an seine Reunionen. Das bestätigen all die Leute, die von der Administration mit ihm geschafft haben, und ich kann das auch nicht mehr bestätigen. Hier hat sich aber auch an der Petitionskommission, an der Reglementskommission, bei den Affaires intérieures, der Ökonomie, dem Sport, der Education engagiert. Auch das Logement hat zu den Prioritäten von Max gehört. Hier wollt auch an der Umwelt an Klimaschutz einen Eindruck werfen, weil es ihm wichtig wäre. Also kann auch eine lebenswerte Welt zu handeln. Auch lokalpolitischen Plan analysiert Max Spuren. Hier war auf der Mosel daheim. 2011 war hier am Wurmer Gemengerot von 2017 bis 2020 Bürgermeister du Chefen und 2023 Bürgermeister. Zusammen mit seiner Equipe aus dem Wurmer Chefen a Gemengerot hat ihn an der Gemeng vieles a Bewegung gesät. Auch da hat ihn nach ganz vielen Projekten, die er wollte realisieren. Der Max war Basketballspieler, nur Präsident von den Muselpikes, absolut begeistert. Es sind heinz da Matcher mit ihm gucken gegangen. Dazu will ich just zwei Sachen sagen. Es wäre besser, es wäre ein Fan von den Muselpikes, oder es wäre in dem Moment ruhig, wenn jemand auf der Tribüne sitzt. Und zweitens, und ich bewundert, wie er als Präsident sein Erbicht gemacht hat. Er hat eine Equipe gelegt, wo Spieler, Coach, Komitee, Fangemeinschaft, Freundschaft, die Passion gelebt haben, gemeinsam zusammen mit ihm durch Dick am Dünn gegangen sind. Es war einfach flott, mit ihm das zu leben und das zu sehen. Der Max hat keine Halbsachen gemacht. Immer mit vollem Einsatz an 200% gehen. So waren eben. Immer gut gelaunt, freundlich, offen und hilfsbereit. Macht habe ich doch aus der parlamentarischen Verwaltung an der Fraktion UG mit ihm zusammen geschafft. Sie haben das auch an aller Deutlichkeit für heute wissen gelassen. Und die Wörter, die ich hier so sind auch an ihrem Namen. Ihr hat immer Respekt vis-à-vis von den anderen, aber immer disponibel. Ein Teamplayer an der Chambre, an der Gemeng, am Basket. Wie ihn für über 2 Jahre die Diagnose vom Krebs gekriegt hat, hat ihn das nicht verstoppt. Der Max hat uns gesagt, dass er krank war. Er hat uns aber nicht gesagt, wie krank er war. Er gab für hier just eine Option. Kämpfen, probieren, so weiterzuleben wie für drun. Das war sein Schwach, an den hat er voll gelebt. Er hat immer mit Optimismus über seine Krankheit geschwärzt. Er hat gesagt, wir sollen uns nicht zu viel Sorge machen. Er hat nie geklagt. Er hat parallel zu seinen Behandlungen weitergeschafft, soweit es möglich war. Er war nach bei den Olympischen Spielen zu Paris für einen Kolloq über den Sport und Gesundheit, eine Woche für unseren Tod. Er hatte Courage, den ich bewundere. Er hat noch viel Pläne, privater und politischer. Man Max verleiht Chambern Deputierten, die sich mit Kompetenz und Engagement für das Land als seine Leute angesetzt haben. Seine Kollegen an der Chambre werden seine Jovialität, aber auch sein Courage und sein Optimismus, die ihn immer begleitet haben, nicht vergessen. Wir hatten alle gut, wie wir hier sitzen, die Chance, den Max zu kennen, mit ihm zu schaffen
Martin vieles zu erleben. Viel von uns verlierende Freund. Wir sind mengenlich alle Guheibannen dankbar für all die Zeit, die wir konnten mit ihm verbringen. Der Max wird uns den 17. August am Alter von 47 Jahren verloren und der Max fehlt uns. Ich gebe gerne der Fraktion vom verstorbenen Tod gehen, der Marc Spautz, Fraktionschef von der CSV, wird Lotwort. Herr Spautz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Member von der Familie von Max. Für 7 Wochen hast der Max aus unserer mitgeraubt gehen. Am Hengels Max zu seiner Frau Jackie, seinem Bruder Jonas und Jules, ihren zuverlässigen Partner Abab verloren. Sein älterer Kant, sein gesüchterer Bruder, die former Gemeinde Bürgermeister, die Chambren engagierten Deputierten, und viel Leute, ein Freund mit Ansatz an Herz. Der Max war ein Mann mit Überzeugungen, am Privaten, an der Politik, am Sport und am sozialen Engagement wird hier uns fehlen. Der Max war seit 2005 am nationalen politischen Geschäft aktiv, Ugang als Mitarbeiter von der CSV-Fraktion und am Rücktritt von François Setto als Deputierter. Viele Dossiers wird hier behandelt, als Mitarbeiter wie als Deputierter. Tourismus, Schule, Gemengen, Familie- und Gesundheitspolitik stungen immer hoch bei ihm auf der Lee. Seit 2017 war der Max auch Bürgermeister und anschließend Chef an der Wormer Gemeinde. Aber die Gemeinde waren 2023 plebiszitiert an den Bürgermeister an der Gemeinde Wormer. Viel Einsatz und Engagement für die Brüche und die Wormer Leute waren hilfreich und zufrieden. Aber auch über Wormer raus war hier aktiv an immer am Einsatz. Und so war doch normal, dass hier bei der Chamber waren 2023 auf der CSV-Liste 100 dem Leo den zweiten gouf. An der neuen Session war hin en anderen Vizepräsident von der CSV-Fraktion, aber für alle mit Herz und Seele Präsident von der Santiskommission. Die Santiskommission hat hier mit viel Geschick an Ansatz gelegt, mit seinem Ansatz an dem Bestreben, unterschiedliche Positionen beieinander zu kriegen, hat hier parteiübergreifend Anerkennung und Respekt gegeben. Für mich persönlich war die Zusammenarbeit mit Max seit 2005 vielschichtig und es war ein Privileg, mit ihm zu arbeiten. Als Frühaufsteher haben wir allen zwei schon morgens frei viel mit ihnen diskutiert und wir haben viel zusammen geschafft am Interesse von der gemeinsamen Sache. Wenn der Max krank ging, haben wir viel über den Krebs geschwärzt und der Max hat dezidiert, das doch publik zu machen, weil hier wollte nicht verheimlichen. So war der Max. Viele Batterstationen hat er müssen durchmachen. Aber wie wir alle gemerkt hatten, ihn hat es gepackt, kommt Damoklesschwert mit der Krankheit zurück. Der Max hat nie geklont, dass er geschehen hat. Und nicht viel Leute wussten, wie er dem hier stumm. Den 17. August hat er einen Tag am Kreis für seine Familie für immer zugemacht. Der Max geht vermisst von seiner Frau, seinen Bruder, seinen Eltern, seinen Geschwistern, an unserer Fraktion und hier am Haus, aber bei all den Leuten, die hier gerne hat. Es gibt nichts, was die endgültige Abwesenheit eines Menschen ersetzen kann und man sollte es auch nicht erst versuchen. Man muss es einfach hinnehmen. Es ist schwer, das zu akzeptieren, aber das ist so. Merci für alles, Max. Wir werden dich nie vergessen. Jackie, Jonas und Jules, viel Courage und der kann taufrisch auch Max. Merci, Herr Spautz. Ich gehe dann das Wort weiter an den Premierminister Luc Frieden. Herr Premierminister. Herr Präsident, liebe Familie von Max Hengel, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Chambre und aus der Regierung, wir leben als reich und wertvoll, nicht durch seine Dauer, sondern durch die Spuren, die ihn hinterlässt. Und noch wenn dem Max Hengel sein Leben evidemment viel zu kurz war, so hat ihn an der Zeit viel tief positive Spuren hinterlassen.
An ënner denen grosse Spuren sind ganz sicher die an der Politik an der los huet. Hier net schwa gemach fir sich fir d'Allgemengheit anzusetzen. Und das kein evidente Schwa. Wir net nimmer nur sich selber zu gucken. An der Herr Präsident wird fir run, die Sätze, die hier selber gesot huet, an se Untrittsreet, dann hin so charakterisiert huet, do mat er rappeliert, sich anzusetzen, fir Leid, fir beide Leid zu sinn, fir de Leiden hier Wut hai auch fir zu bringen. Ich mengen der Toten extrem charakterisiert als Gemengekonseiller, als Burgermeister, als Deputierten. An dafür mengen ich, können wir alle Guten dankbar sein. Dankbar sind, dass es Leute gibt, die sich an den Denkst von der Allgemeinheit setzen. Dafür gibt es Deputierte, die auch oft plötzlich Volksvertreter genannt. Und ich fand, dass der Max Hengel ein Volksvertreter am besten Sinn vom Wort war. Wirklich ein Sprecher für die Leute, unter denen hin so gern war. Hier nicht aber auch die positive Spuren han los als Mensch an der Politik. Mich hört, und ich mengen als alle an der Regierung, sind sympathisch derweis, sind gut Laune, sind Einfachheit nach immerem impressioniert. Persönlich habe ich Max besonders kennengelernt am Wahlkampf 2023, wo wir CSV, von den Spitzenkandidaten am Osten war, wo ich viel mit ihm zu tun hatte, aber wo noch ein jovial, lebenderweise immer gut gelaunt war, auch wenn es Momente gab, wo ein bisschen mit war oder vielleicht keine Lust hat, das weiterzuführen. Mich jedoch beeindruckt, auch viel von uns hier dass während der Koalitionsverhandlungen, und heinst du, morgens mich spät kommst, weil ich für drüben an Chemio war. Und dann hat mir angerufen und hat gesagt, ich komme morgen ein bisschen spät, ich muss nach an Chemio gehen. Ich habe das so beeindruckend, und hat nicht gesagt, heute komm nicht gehen, oder da mehr dir da tut, wie dir das für richtig fand. Ich war mit Leiber Seele dabei, und er hat dann sich quasi entschuldigt für etwas, was das Normalste in der Welt war, aber eigentlich hat seine ganze Attention an dem Moment müssen nehmen. Er ist auch an dem Moment pflichtbewusst, mit ihrer guten Laune und Energie an die Koalitionsverhandlungen kommen. Und ich meine, das ist eine Lektion für uns alle. Für eure schwere Momente, auch bei Divergenzen an der Politik, sich mit guter Laune für andere, für seine Mitmenschen, für einen gemeinsamen Kurs, nämlich das Wohl von unserer Gesellschaft und unserem Land anzusetzen. Das ist auf jeden Fall eine Message an ein Testament, was für Reiser, für mich, liest. Am Namen von der ganzen Regierung ging ich gerne seiner Familie als Sympathie an als Matgefühl soen. An den Max ging ich soen, merci Max für die Freundschaft, und merci Max für den Ersatz für das Lützeburger Land an sein Leid. Merci, Herr Premierminister. Ich will dann noch am Namen von der ganzen Chambre, dem Max Hengel, seiner Frau, dem Jacqueline, und seinen Boven, dem Jonas und Jules, an der ganzen Familie als oprigtig Beileid ausdrücken. Ich gebe euch alle Gebeten aufzustehen, für den Verstorbenen eine letzte Ehre zu erweisen. So nicht, merci. Doch sind wir Ende von der Sitzung gekommen.
Chamber könnt mehr 2 Uhr nächste Summen an Sitzung als abgehoben. Et war dat vun de schwere Momenter eng Sitzung ganz am Gedenken une verstuwenen Deputéierten den CSV-Deputéierten Max Hengel. Wat dann den Recht vun der Woru geht, fand all Detailer Internet vun der Chamber.